Njegovi zvonovi bodo, kako bomo svetlo in čisto, saj je v njihovo vino ljubezen in vero. So prinašalci Kristusovega sporočila na veliki četrtek, to delajte v moj spomin. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Bratje in sestre, z veseljem vas pozdravljam na začetku vlivanju novih zvonov. Bogu se zahvaljujemo za današnji dan, za ljudi, ki so pripravili prostor za vlivanje zvonov, da bi pesem zvonov nas vabila k molitvi in bogoslužju, ki je pravi vir duhovnega življenja. Zato se veselimo in prosimo, da Bog da blagoslov pri našem skupnem delu, da bi iz naših src vedno odmevala ljubezen do Boga in bližnjega. Molimo. Vsemogočni Bog, vse stvarstvo te slavino znanja tvoje odnosni ljubezen. Zaupno te prosimo, blagoslovi to delo, vlivanje novih zvonov, da bi se pesem zvonov vključila v hvalnico vsega stvarstva. Daj nam, da bomo nekoč ob poslušanju teh zvonov tudi mi pristopali k molitvi in bogoslužju. Naj pesem zvonov budi našo vero in pripravljenost, da bomo živeli evangelij in ga oznanili vsemu stvarstvu. Naj pesem zvonov odmeva v naših srcih, tudi v preizkušnjah in trpljenju, in nas utrpuje v prepričanju, da tistim, ki Boga ljubijo, vse pripomore k dobremu. Tako bomo tudi mi, ne samo zvonovi, zvesti spremljevalci po poti življenja in tudi glasniki večnega življenja. Vse to nam daj, Gospod, po Kristusu, našem Gospodu. Lasset uns beten, allmächtiger Gott, Herr des Himmels und der Erde. Die ganze Schöpfung verkündet dein Gott, sie auch das Volk unserer Hände und segne dieses fließende Wetter, das für den Bus an den Glauben bestimmt ist. Leite seine heutigen Stürme und Schenke für den frühen Volk, was gibt das nun neue Glaube, eine namenvolle Herrliche und in deine Gemeinde, das Gewalt des Christus
con tutti voi. Andiamo e ringraziamo il Signore per il dono del fuoco, per il dono della natura, di tutte le risorse della terra. Insieme cantiamo. Magnificat, magnificat, magnificat anima mea, Dominum, magnificat, magnificat, magnificat anima mea. Sii benedetto Dio Padre Onnipotente, tu in principio hai creato la luce e hai acceso nell'uomo, fatto a tua immagine la scintilla del tuo amore. Con una colonna luminosa hai guidato il tuo popolo errante nel deserto, verso la terra promessa. Nella pienezza dei tempi hai mandato il tuo figlio a portare nelle nostre tenebre l'ardente luce della verità e della grazia. E dopo la sua gloriosa ascensione hai effuso la fiamma del tuo spirito sulla Chiesa nascente. Benedici questo fuoco, queste campane che stanno per rinascere nella festa della nostra Pasqua e fa divampare nei nostri cuori l'incendio del tuo amore per Cristo nostro Signore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato, venga il tuo regno, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Il Signore misericordioso, per intercessione di San Biagio, nostro patrono, e di Maria, nostra compatrona, vi illumini, vi comunichi il fuoco del suo amore, perché possiate vincere le suggestioni del male e gustare la forza del suo amore. Per Cristo nostro Signore. Lasst uns beten zu unserem Schöpfer und Herrn. Für diese Gruppe und ihre Mitarbeiter schenke ihnen deinen Segen. Wir bitten für alle Menschen, die diese Gruppe verdankt und mit dafür aufgebracht haben. Erfülle sie mit Freude und Herzen. Für die Gemeinde, der diese Gruppe bedienen wird, Herr, lass wachsen im Glauben und der Liebe. Für alle, die den Ruf dieser Gruppe erreichen werden, führe sie an mit deinem Geist und mach ihr Herz offen für dich und für alle, die dich wünschen. Lass uns nun beten, den Wort von Jesus Christus uns gelehrt hat, in seiner Sprache. Vater unser eine Glocke für Graz, für die Belgier-Kaserne,
und eine Glocke für Dänemark. Ich begrüße alle Delegationen, besonders aus Vortrag. Herzlich willkommen. Seht ihr was? Dann ist für Slowenien very good Platz. Und dann noch für San Piaccio, Hallo, Benvenuto. Und die geben halt keine Glocken, die haben aber bei uns 5 Glocken schweißen lassen. Es sind viele Ehrengäste auch aus Innsbruck, alle werden es sehen, aber einen, den Notar, unsere Familie hat die erste Glocke schon 1599 gegossen und wir dürfen also schon über 400 Jahre Glocken gießen und das in der 14. Generation ununterbrochenen Reihenfolge. Und natürlich muss man auch in die Zukunft schauen und wir haben mit dem Notar Gespräche geführt, wie man es lösen kann, dass auch die 15. Generation konfliktfrei, friktionslos dieses Unternehmen weiterführt. Vielen Dank, Herr Notar. Das Glockenmedall besteht aus 20 Teile Zinn und 80 Teile Kupfer. Den Rest des Zinns gehen wir immer zum Schluss hinein, weil Zinn hat einen niederen Schmelzpunkt und wenn wir den zu früh hineingeben, würde vom Zinn viel verbrennen. Schon Friedrich Schiller hat das Lied der Glocke geschrieben und da schreibt er: Koch des Kupfers Brei, schnell das Zinn herbei. Zum Gebet, Schiller war ja sehr liberal, hat aber doch in die Dicht der Glocke das Gebet. Jetzt tun wir bei Zinn und Kupfer formieren. Nur Premiership. Die brauchen natürlich heute nicht mehr in ein Fitnessstudio gehen, aber wir gießen ja, wir müssen ja 5 Wochen und alle 6 Wochen gießen. Bronze besteht aus 20 Teile Zinn und 80 Teile Kupfer. Und das schon seit 1000 Jahren. Früher waren das Asbestanzüge, das hat man ja nicht mehr, wenn man drauf gekommen ist, in den Sektionen. Das sind jetzt Mäntel und schützen die Arbeiter etwas von ihrer Hitze. Jetzt rühren wir mit einem Erlenstamm, einem nassen Erlenstamm, fahren wir jetzt noch einmal hinein. Und das ist nicht altmodisch, die Tirol wissen, in Pexleck gibt es das Anwerk Pexleck, die machen das auch schon. Und ich bin jetzt gleich ruhig, dass ich es höre, durch diesen feuchten Erlenstamm sprudelt es.
Verkäufer in Italien und das mit großem Erfolg. Und er hat ein Gehör, fantastisch. Und ich denke mir immer, der liebe Gott wird schon die Begabungen ungleich verteilt. Hören Sie Spruch. Jetzt stoßen wir den Zapfen hinein. Sehen alle gut. Er wird gut Fluch. Jetzt prüfen wir mit dem Thermometer das Metall. Das gibt es noch nicht sehr lange. Früher hat man an der Oberfläche des Metalls gesehen, in etwa wie heiß es ist. Jetzt macht man eine Gussprobe und wir zerschlagen dann die Gussprobe und sehen anhand des Bruches, ob das Metall in Ordnung ist. Auch Schiller hat dieses drinnen, er sagt, schön gezackelt ist der Bruch, du lasst uns spät einen vollen Spruch. Wir haben das mit umgedreht, weil natürlich jetzt in vielen Sprachen gebetet wird und dann würde es zu lange dauern. Wir schließen den Ofen. Le operazioni di preparazione si sono concluse, misurata la temperatura siamo sui 1100 gradi, quindi temperatura corretta. È stata creata la provetta per verificare l'ultima prova sul metallo e tutto è andato per il bene, quindi siamo pronti a iniziare la colata.